Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ghost of Tsushima mit mir, dem Jin Sakai. Und wir sehen schon die Yuna, wie sie da im Wasser parat steht, um uns irgendwo hinzugeleiten. Da haben wir, glaube ich, den Bosskampf gegen den anderen Deppen gehabt, oder? Ja, ich glaube, das war da. Wir haben gestern Akt 1 soweit abgeschlossen. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Ja, so wird es nie was. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Das ist ja doch ein schlechterer Anmachspruch wie der vom Ding wird, der kostet in dem Disney-Film Mulan, der Shang. Du kämpfst gut. So wird das nie was mit der Junge. Jetzt streng die, jetzt versuch's heute wenigstens ein bisschen. Streng die heute ein bisschen an. Musst dir ja einen kleinen Pfeil an den Kopf schießen. Scheiße, sie bleibt nicht stehen. Jetzt. Bleib halt dort stehen! Möchte der Pfeil. Okay, das funktioniert nicht. Schade. Sie weicht immer wieder aus. Ach komm. Du sollst da bleiben! Fuck. Oh, Mann. Ja gut, dann gehen wir mal Mit deinem Onkel. jetzt mal zum bösen Onkel. Cutscene. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal, impulsiv, ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Was, ich? Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna? Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Yumura. Machen wir das? Oh, das wird dir jetzt aber nicht passen. Ich finde schon, dass sie es Ich jetzt muss nach eigentlich. den anderen sehen. Ja, kann ich das mitnehmen? Nein. Ich finde schon, dass sie es eigentlich jetzt verdient hat, dass sie da jetzt ihre Belohnung kriegt und nicht noch mehr machen muss. Weil ich meine, sie hat schon sehr viel für mich da und für ihn auch da. Für unseren Onkel, böse Onkels. Ich sag's euch, was ist, ich vertraue dem Typen nicht. Ich glaube, dass das noch ganz, ganz böse endet mit dem. Meine persönliche Meinung ist nämlich, da wird jetzt da irgendwann wird da mal etwas zwischen uns zwar vorfallen, also zwischen dem Onkel und mir. Und der Endkampf, der endgültige Endkampf geht dann da nicht gegen diesen Obermongo da, sondern gegen den Onkel. Das glaub ich nämlich, dass der Onkel halt der eigentliche Endgegner sein wird. Aber gut, das ist nur meine Meinung, also. Wo sind denn meine Homies? Was? Der Kenji? Ah, der Kenji, ja grüß dich. Wie läuft der Verteidigungsbau? Schleppend. Das wird schneller gehen, sobald die Schmiede läuft. Gute Arbeit. Alle beide. Immer gerne doch, Fürst Sakai. Wo ist denn die anderen zwei
Bernd und die... Ah, da ist der Bogenbernd. Kai, ihr habt gestern gut gekämpft. Ich bin King Gamer. Euer Bogen hat geholfen, Sensei. Habt ihr Neuigkeiten über eure Schülerin? Ich hörte, eine japanische Bogenschützin hilft den Mongolen in Akashima. Das muss Tomoe sein. Ich reise zu einem Lager von Überlebenden an der Küste. Sie könnten mehr wissen. Ich suche euch dort auf, Sensei. Ihr habt mein Wort. Ich latsch mal über die Leichen drüber, gell. Wo ist denn die andere, die... Wie heißt's? Masako. Ist die da drüben? Hey Chefin, wo bist denn du? Wo ist denn die Masako? Die muss doch da irgendwo rumlungern. Jetzt bin ich wieder beim Erm da. Trefft mich in Akashima, Sakai. Ja, ich suche gerade die andere. Ich glaube, da hinten ist sie, oder? Jin, Ja. Da ist sie ja. Grüß dich! Fürstin Masako. Gibt es Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? meine Jagd geht weiter. Ich habe verschiedene Spuren bis Toyotama verfolgt. Ihr müsst sie nicht allein finden. Kann ich auf euer Schwert zählen, wenn die Zeit gekommen ist, Fürst Shimuras Burg zurückzuerobern? Das könnt ihr. Wir vernichten unsere Feinde gemeinsam. Okay, also die Quests mit denen gehen auch noch weiter. Da leuchtet doch was, da kann ich doch was mitnehmen. Mach dein Pferd im Stall bereit. Da wird doch gewiss irgendwo die Juna rumlungern. Ich glaube, davon Sieg ist schon. So, Süße, jetzt kriegst du aber einen Pfeil in die Fresse. Bumm! Ah, schön. was sagte dein Onkel? Er sagte... Boom! Oh, das ist lustig. Aber jetzt muss ich mir wieder Pfeile holen. Ja, das mache ich später. Pfeile sind hier sehr breit gesät, also von dem her sprechen. Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Da hat es jetzt aber nicht Unrecht. Ich kann schon verstehen, dass sie jetzt da ein bisschen angepisst ist. Das war ja... Öffnet mir die Tore. Wir reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Wo ist er denn? Hey Onkel, Mann! Ja, reite mit Fürst Shimura. Wo ist er denn, der Fürst Shimura? Da ist er. Die Brücke ist kaputt, doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Ihr habt mit Koto Khan gesprochen, zum Glück seid ihr unverletzt. Was für ein Mann ist der Khan? Eine schlaue Bestie. Aber ich kenne solche Männer. Nur Ehrgeiz und keine Ehre. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Wir brauchen sie. Ich mag Sie sie. ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryoso war auch einst euer Freund. Aber Uns Ryoso ist stehen nicht. schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen,
dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Let the past die, wie schon Kylo Ren einst sagte. Also, dass sie zwischen dem Jin und der Yuna da was entwickelt, ist halt für immer unwahrscheinlich, weil ganz ehrlich, da ist nicht sonderlich viel... Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz und Menschen. Nicht sonderlich viel Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Intimität Nie da. so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Der Ich sorge Winternacht. dafür. Was haben sie getan? Ja, schaut ein bisschen... Eine Mongolenpatrouille! Mäht sie nieder! Das ist irgendwie sein Standardsatz, mäht sie nieder. Ey! Das mit ihm machen! Was ist jetzt? Ja, ich weiß, dass das gegen... Ja, ich kämpfe wohl, kapiert? Zack. Geh mal runter von deinem Pferdl, ich will dein Pferdl weiter. Ah, sehr nett. Es ist nett von ihm, dass er absteigt. Mongolen! Ich sah sie auf Burg Kaneda. Die Wölfe des Khans. Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Pferd. Ich brauche das Djinn-Mobil. Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Aua! Ah, Moment. Ich muss kurz auf Pause drücken. Moment, mein Bein juckt. Ich muss kurz mein Bein kratzen. So, jetzt geht's wieder. Scheiße, ich hab nicht mehr viel Hilfe gerade. Hey, Herz doch auf. Oh, mein Onkel, der Onkel managt das. Komm noch mehr auf den Toren! Oh na, die haben schon wieder einen Fetten dabei. Da kennt das Leid beenden von dem Typen. Himmelschlag! Boom! Jetzt komm. So, jetzt werden wir hier Leid beenden, dann kriegen wir wieder ordentlich Entschlossenheit. Oh, du schmeißt Pumpen, ha? Aua. Easy. Die Rufverstärkung! Bringt sie zum Schweigen! Kein Ding. So, ich muss den Mongolen-Alarm erreichen. Wo ist der? Wo ist denn der Alarm? Ah, da. Oh, ne, cool. Oh, ich kurz in die Luft springen. Warte, lass uns mal herkommen. Komm noch her, Jungs. Hier, schau mal her. Gibt's
Geh aus dem Schutzfeld, du Wichser! Ah, Kruzifix. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war jetzt anders geplant. Hau ab jetzt! Bumm! Jawohl, so taugt man das. Ah, die kommen wieder healen. Ah, das war der Chef. Ja, das ist der Onkel, den noch nicht. Oder den nicht. Alter, ich hab doch blockt. Was war denn das jetzt? Wir verdienen Schlimmeres. Verstärkung. Sie wollen uns einkesseln. Yuna, Was tut sie denn hier? Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Oh, das arme Ros. Mädchen nieder! Tötet sie alle! Dojo! Hey, das ist meine Taktik. Da, so geht das. Unseren Onkel sagen, wie man das macht. Ach, Juna. Wenn er sich halt nicht so blöd gestellt hat. Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm! Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Küss mich. Gib mir ein Küsschen. Nein, da gibt's mal kein Küsschen. Dann schießt es aber wieder ein Pfeilerschädel. Also ich muss zum Leuchtturm. Reise zum Leuchtturm. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wart eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohl möglich zuerst euren Horizont erweitern. Wir haben beim Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt und dann geht. Jetzt sei ja nicht so arschig zu ihrer. Yarikawa hat viele Krieger. Sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Oh. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Das glaube ich Sie nicht. kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Mit deinem scheiß Bruder. Warte auf mich in Alt Yarikawa. Danke, Jin. Der will mit ihrem Bruder. Und du sei nicht so arschig zu meiner Freundin. Okay, sonst schieße ich dir gleich ein Pfeilerschädel. Wir sollten unsere Botschaft schicken. Erst zwei Vorräte mitnehmen, jetzt Leuchtturm.
Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Als ehrenhafte Samurai. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Umugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ich darf euch nicht verlieren. Ich trau diesem. Ich finde ihn zwar irgendwie cool, aber irgendwie Wir traue ich mir befreiten nicht. hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch. Ich gehe zu ihm. Lasko, die Faust Gottes. Kennt das nur jemand? Da gab's doch mal eine Serie. Auf Sat 1, glaube ich, ist die gelaufen. Der haut da irgendwo dagegen, kann ich da Bambus schneiden, dass ich wieder mein Schloss reinkrieg? Nein. Ich laufe mal der Alten nach, wo soll der Mönch sein? Ah, da vorne steht er. Bist du der Mönch? Du bist der Mönch. Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogon zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur 3 von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo. Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. Dort Okay, waren wir eingesperrt. In dem Loch ist kaum Platz für 6 Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Bleiben wir kurz hier. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden euren Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache, aber für den Frieden werde ich kämpfen. Ein neuer Horizont. Jetzt glaube ich, haben wir es abgeschlossen. Und wir haben 4 Fähigkeitspunkte, ich glaube, jetzt können wir mal wieder was leveln. Ich nehme mir das irgendwie jedes Mal vor und jedes Mal vergiss es Reite nach wieder. Akashima und unterstütze unsere Heiler. Wenn wir uns wehren wollen, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima.
Genau, das werden wir. Und jetzt werden wir als allererstes mal leveln. Was verändern? Also da kann ich zum Beispiel jetzt einmal alles freischalten, was noch abgeht. Führe von einem Pferd, bla bla bla. Ja, eigentlich ist es mir wurscht, ich brauche dann das da nehmen. Jetzt haben wir da alles freigeschalten. Kampfhaltungen. Jetzt pass mal Obacht. Was kann man da jetzt machen? Malträtiere deinen Gegner mit 2 durchbohrenden Schlägen. Was ist das? Entflesse eine Food von 4 schnellen Schlägen. Was ist das? Taifun, Titte stoßen deine Gegner weiter zurück und fügen zusätzlichen Taubenschaden zu. Ich mache mal das. Okay. Jetzt haben wir schon wieder alle Fähigkeiten verballert. Burg Shimura. Mongolisches. Ah, wir sind doch gerade in der Burg Shimura. 9 Geschichten aktualisiert. Eher. Eine Nachricht im Feuer, die Mauern von Yarikawa, Geist der Vergangenheit. Ja, jetzt haben wir ja Story gemacht. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal wieder ein bisschen Nebenquests. Die Geschichte von Yuna. Was ist das? Die mongolischen terrorisieren Bewohner von Präfektur. Das sind 4 Geschichten mit ihrer. Ich würde sagen, wir machen mal der Narr. Mal wieder was mit der Ding, mit der... Okay, scheiße, ich habe jetzt hier noch nicht sehr viel freigeschaltet. Der Narr, das ist direkt neben der Hauptquest. Oder was haben wir denn sonst noch? Was ist denn als erst? Das da machen wir der letzte Kriegsmensch. Das geht als erstes her. Da machen wir das ja gleich als erst. Pferd, Beifuß. Plötze. Jetzt haben wir auch ein neues Gebiet freigeschaltet anscheinend. Akt 2. Ich habe keine Ahnung, wie viele Akte diese Spiel hat. Aber wenn ich mal das Gebiet so anschaue, dann wahrscheinlich 3. Was ist das? Izuara. Oh. Kodokan schlägt zurück, indem er Mongolen entsendet, um die Höfe von Izu irgendwas zu plündern. Rette die Höfe und befreie deine Leute. Ja, das machen wir auch noch, aber jetzt nicht. Jetzt machen wir erst einmal die Quest. Los, Kacke. Ein Fuchsbau, warte mal. Ein Fuchsbau haben wir gefunden. Wo ist denn der Fuchsbau? Wo rennt denn der Fuchs umeinander? Ey Fuchs, wo bist denn du? Ich sehe aber keinen Fuchs. What does the fox say? Wo soll denn der Fuchs sein? Da ist er. Hey Fuchs! Bring mich zu tollen Orten, wo ich wieder tolle Fähigkeiten krieg. Jetzt warte mal, nicht so schnell. Tatsächlich weiß ich sogar, was wie der Fuchs tut. Die deren so eine Art, die haben auch so eine Art Bellen, also eher so Kläffen derens. Das weiß ich, weil mich mal ein Fuchs wirklich angekläfft hat. Der ist einmal von meiner Tür geguckt und hat da irgendwelche komischen Geräusche von sich gegeben. Wir haben einen Schrein verehrt. Was haben wir benötigt? Die Inari-Schreie um den bla bla bla. Mhm. So, wo ist der Fuchs? Ich möchte ihn streicheln. Fuchs streichelt, wo ist er? Wo ist der Fuchs? Fuchs? Er ist glaube ich fort. Ach, ich wollte den Fuchs streicheln! Ach mein, jetzt ist er weg. Wieso ist der Fuchs weg? Ich wollte ihn streicheln. Nicht okay. Das gefällt mir aber nicht. So, jetzt aber Quest.
Quest. Der letzte Kriegsmönch. Der letzte Bulle. Wo ist das Pferd? Plötze? Okay, das Pferd hat keinen Bock auf mich. Ah, recht. Dann gehe ich halt zu Fuß. Wie weit habe ich noch? Das ist mir zu weit zum Laufen. Pferd, was ist jetzt? Sie fix. Ja, so geht doch. Das ist ein braves Pferd. Nein, ist er nicht. Weil er ist nicht gleich. Er hat meinen ersten Pfiff ignoriert. Pfeil. Oh, das ist ein Gegner. Sollen wir es killen? Seid ihr so feige? Die holen wir uns jetzt. Ja, schauen wir, dass wir gleich den Fetten erwischen. Ja, so viel dazu. Boah, der Fette meint sie ernst, Alter. Der Fette ist fett. Der Fette ist es wieder. Ich hab doch jetzt da so einen Roundhouse-Kick. Ja, so viel zum Roundhouse-Kick. Ah, Scheiße. Und ich bin hier. In der Folge habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich mal nicht so oft stirb. Ja gut, dann scheiß auf die Wichser. Die erwische ich schon noch. Jetzt schon wieder, lass mich ja in Ruhe. Bambus nehmen wir natürlich mit. Hier, aber keine Spur von anderen Menschen. Ja, die Quest hast ja der letzte Kampfmönch. Ich soll bloß wieder Geld verdienen. Fürst Sakai. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Sprechen. Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten, wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kotuns Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Und ich muss wieder einen auf Sherlock Holmes machen. Wieder der Stecker ist doppelt so lang Sie wie dürfen er. den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Und wenn er sagt, such du nach Spuren, dann heißt es, ich muss nach Spuren suchen. Ich habe keine Ahnung, wo welche sein sollen. Da gibt es ein bisschen Leinen. Keine Ahnung, wo sie jetzt da... Ich sehe da nirgends Spuren. Jetzt irgendwo oben. Oh, da könnte ich mit jemandem reden. Christi, ich bin's der Jin. Was hast du Das für mich? Phantom von Yarikawas Rache ist zurückgekehrt, mein Herr. Wer? Es tötet Menschen in den alten Ruinen. Dieses Phantom sagt mir nichts. Sicher, dass es nicht die Mongolen sind? Ihr kennt die Legende von Fürst Yarikawas letztem Fluch nicht? Der Nein. Musikant Yamato erzählt sie besser als jeder andere. Er ist in der Nähe von Alt Yarikawa. Ich suche ihn auf.
und gehe dem auf den Grund. Was soll ich denn jetzt eigentlich... Was soll ich denn jetzt da spuren? Wo ist jetzt der Mönchi? Scheiße, wo ist jetzt der Mönchi? Ah, da ist er. Oh, ich glaube, der hat was gefunden. Hast du was gefunden? Na, hast nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wenn ich einmal mit Profis arbeiten darf. Ich finde nix. Nimm die Spur der Mongolen auf. Ja, wir denn, wenn keine da sind. Fürst Sakai. Hier Ah! ist Ah, er hat ja doch was Wir sind in gefunden. Richtung Sumpf. Kommt. Hat er doch was gefunden. Denkt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. Erzählt mir von Ino. Was für ein Mönch ist Hochi? Im Sago waren die Leute furchtbar krank. Ihre Gesichter und Glieder verfaulten. Jeder mied sie, nur Hochi nicht. Er lebte unter ihnen und pflegte sie. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl der wenigen. Botschafter Spock. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Also muss ich jetzt Aloha kämpfen. Sehe ich das richtig? Oh, da ist ein Anführer. Wenn ich den kill, dann kann ich wieder... Oh, wie der ich bin's da. Au, au, au. Oh, scheiße, ich hab kein Heal. Scheiße, wieso hab ich kein Heal? Oh, nicht cool. Stirb! Alter, ich brauch Heal! Da haben wir Bomben rein. Bomben sind gut. Gut, sehr gut. Kann ich mich gleich healen. Ich muss noch 9 Chefs töten, dann kann ich... Gut, super. Ja, wo ist denn der Wo ist er denn? Da ist er. Nix gibt's. Die brauche ich nur, die Typen. Hörst du auf? Du hörst jetzt einmal mit deiner Bogenschüsserei auf, du Arschloch. Ach, der Mönch hilft mir ja doch. Ey, warum blockt er denn nicht? Scheiße. Pass auf, ich versuche jetzt mal an den fetten Rot zum Schleicher. Also an den Chef. Das sei doch nicht so viel. Ich werde da wohl mit denen ein paar Mongos fertig werden, oder? Ja, so viel dazu. Also, schleichen haut da nicht so ganz hin. Mei, jetzt hört's doch einmal auf! Oh Gott, leck mich doch am Arsch! Wenn er heute den richtigen dann angreifen darf, gell? So, healen. Ich hab doch da diesen Typhoon-Tritt, wer geht er denn? So, wow, geil, Alter! Scheiß auf Chuck Norris! Au! Okay, ich nimm's zurück. So, Typhoon-Tritt! Oder? Wird er wegfliegt! Sie töten uns, wenn wir fliehen. Ah, da ist noch einer.
Taifun-Tritt! Hotta! So, gleich healen. So. Super! Leid beenden, da kriegen wir wieder ein bisschen Entschlossenheit dazu. Schwert sauber machen. Ich habe euch nichts getan. Ja was, wir kehren doch zu dir, du Depp. Wieder gut. Tut mir nicht weh. Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Wenn du es so nennen willst, Ist ja. Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Wo sind da Mongolen? Ich sehe keine Mongolen. Also hinten sind's. Hey du! Oh nein, nicht das Pferd! Ich will nicht das Pferd! Gut, der ist hier. Scheiße. Komm. Taifun-Tritt! Mach den Taifun-Tritt. Jawohl, Taifun-Tritt to your face. Scheiße. So viel zum Taifun-Tritt. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Ich glaube, die kommen von der anderen Seite, oder? Da kommen sie. Ja, bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Bleib da! Und jetzt sind Kampfmönche? Ernsthaft? Oh Scheiße. Ich habe euch nichts getan. Tut mir nicht weh. Erst mal auf jetzt! Oh Gott, der Fetter. Ich hasse die Fetten. Ich gebe euch alles. Fetten kriegen Bomben. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Haben wir's jetzt? Ich glaub schon. War's das? Ich glaub schon, oder? Ja, das war's. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Sammeln. Eine Haftbombe! Ah, das ist gut. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai, Ja, ihr hilft ja schon. warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat sie verärgert. Ich kenne Hochi. Ja, Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Okay, der letzte Kriegsmensch. Jawohl, erstmal halbe saufen. Und wir haben wieder einen Technikheitspunkt gekriegt. Und wir haben einen Talisman gekriegt. Okay. Oh, da ist ein Vogel, den kämen wir mal nach. Vogel. Ja, den. Sofort. Ja, da ist er. Schauen wir mal, wo mich der Vogel da hinführt. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Ah.
Führt mich gleich zur nächsten Quest. Ah, recht. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. So, was hast denn du da dabei? Schauen wir mal, was er dabei hat. Sakai, ihr habt die Invasion überlebt? Der Lemesak. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. Tracht des Reisenden. Okay. Aha. Naja, mein momentanes Outfit gefällt mir besser. Das ist zwar eigentlich ein, das hat ja eigentlich vorher am Verräter gehört, aber... Wir sehen uns wieder. Was? Nein, ich will das nicht anziehen. Das schaut scheiße. Gut, scheiße schaut es nicht aus, aber ich gefällt das andere besser. Ich will mein anderes Outfit haben. Das will ich haben. Kann ich ja leveln. Aber ich würde gerne noch ein bisschen sparen, ehrlich gesagt. Lass mich mal durch da. Hast du eine Quest für mich? Mein Herr, Strohhut-Ronin greifen neuerdings Reisende in Kubara an. Oh. Von Ryosos Verrätern. Vergießen unschuldiges Blut mit den Mongolen. Meine Verwandten wohnen nahe dem Gasthaus an der Küste Akashimas. Hoffentlich sind sie sicher. Ich gehe zum Gasthaus und erledige diese Verräter. Oh, anscheinend müssen wir jetzt gegen die Strohhütte auch kämpfen. Dafür habe ich diese Wichserfei nicht befreit aus der Gefangenschaft. Dass sie jetzt gegen mich kämpfen. Sie fix. Zuerst muss ich mit denen... Ein Samurai, ein Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Zuerst muss ich mich über einen Inkompetenz die ganze Zeit ärgern und jetzt als halt so Gegner. Ich glaube, ich spinne. Ja, los! Ah, ich glaube, wir haben gefunden. Sensei Ishikawa hat Ärger. Zack! Scheiße. Ah, was ist schon? Na, da unten ist noch einer. Sakai, hier drüben. Grüß dich. Haltet den Kopf unten. Und Scheißen mache ich. Gibt's da Pfeile? Ah, ich bin voll. Okay. Sprechen. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunder. Ich erledige das. Aua! Das Beste, was ich bis jetzt freigeschalten habe, ist, dass ich Pfeile mit meinem Schwert ablenken kann.
Nicht schlecht, Sakai. Ja, danke. Nächstes Mal machst du es selber. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Höher! Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerächt. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Warum gestern auf mich auch los? Oh, das ist aber ungesund. Und zwar für dich, mein Freund. Mein Freund. Was ist das dort vorne? Deine Sie Mutter. haben zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Was ist Völlerei? Ich habe leider keine Ahnung, was Völlerei ist. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Was? Ihre Schützen So. jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Den Bogen, das stimmt. Doch nicht den Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Hier. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Die dunkle Seite stark in ihr ist. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei Fort Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Einen Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Wieso glaube ich, dass wir die Tomoe jetzt immer noch nicht zu sehen bekommen? Ich möchte wissen, wie die ausschaut. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Nimm mal lang. Wo muss ich denn hin, dass ich... Da kann ich spähen. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift,
Finden meine Pfeile ihr Ziel? Das will ich ja hoffen. So, gehen wir mal da schön ein kleines Schleichtöterle machen. Husch. Oh, ich hätte mal den Fetten holen sollen. Ich hab nicht gewusst, dass da ein Fetter ist. Naja, dem Fetten haben wir einfach wieder Bomben rein. Ah, ich liebe diese Hauptbomben. Gut. Fetti McFett ist schon mal weiter. Aua. Fix, nochmal ein. Das ist echt der andere, ich meinte, der hilft mir. Ach so. Na, ganz toll. Irgendwie sind meine sogenannten Verbündeten eher Last als Hilfe, ganz ehrlich. Ich muss das lassen. Wir sollten nicht nach Rache trachten, aber wir tun es. Wir sollten nicht nach Rache trachten, aber wir tun es. Aua. Los, du! Fuck. Oh, er lebt noch. So, wo ist der letzte? Ah, da oben. Ich habe mich im Burg Kaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Natürlich ist es nicht da. Hätte mich jetzt auch gewundert. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Ozuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Da oben ist noch was. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ja, das finde ich nicht nett. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Das habe ich nicht gesagt. Tomoe war mein größter Erfolg. Ja, anscheinend nicht. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger. Und könnt ein großer Anführer sein. Jetzt kommt's aber. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Sonst was. Ja gut. Der Saison gerade schön ausgegangen. Die Stunde ist jetzt gleich rum in 2, 1 Stunde rum. Und da die Song. Ja, schön. Wir machen für heute Feierabend. Wie immer machen wir ein kleines Speicherli. Ihr könnt schauen, das war der. Und wir gehen zurück zum Titelbildschirm oder beziehungsweise
Ja, doch. Genau, das werden wir machen. Und ja. Für heute, wie gesagt, ist Schluss. Morgen geht's dann an dieser Stelle wahrscheinlich weiter. Ich wünsche wie immer noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus.